Ganz ein herzliches Hallo. Schön, dass du da bist beim Podcast Herausforderungen leichter meistern und Lebensfreude gewinnen. Heute geht es um das Thema, wie du mit starken Affirmationen deine Selbstliebe stärken kannst. Mein Name ist Birina Steiner, Happiness Flow Coach und Hypnosetherapeutin. Ich habe heute für dich das Thema aufgegriffen, weil ganz viele ein Problem haben, sich selber mit all ihren Macken, Kanten und Ecken voll und ganz anzunehmen. Einige, die zu mir kommen, sagen, sie haben ein Problem mit dem Selbstvertrauen, aber gar kein Problem mit der Selbstliebe. Dabei vergessen sie einfach, dass das Selbstvertrauen mit der Selbstliebe zusammenhängt. Und wenn ich dann nur ein bisschen näher darauf eingehe und vielleicht auch so ein bisschen gezielt Fragen stelle, wird dann auch meinem Gegenüber sofort klar, dass es kein starkes Selbstvertrauen gibt ohne eine gesunde Portion Selbstliebe. Das Thema habe ich aber auch aufgegriffen, weil jetzt die Ferienzeit anfängt oder du vielleicht schon in den Ferien bist und die meisten dann sowieso in einer positiven, guten Stimmung sind. Dann erleichtert es dir nämlich den Einstieg, dich auf positive Affirmationen einzulassen und deine Selbstliebe so richtig zu stärken. Wenn ich von Selbstliebe rede, dann meine ich nicht eine Selbstverliebtheit oder eine übertriebene Selbstbezogenheit oder gar Narzissmus. Denn narzisstische Menschen befassen sich vor allem in erster Linie mit sich selber und interessieren sich weniger wirklich für die anderen. Echte Selbstliebe ist auch von Person zu Person unterschiedlich, weil sie auch mit ihrer Lebenserfahrung zu tun hat, mit ihren Vorstellungen vom Leben. Selbstliebe, das ist Liebe zu dir selber, wo direkt mit dem eigenen Zustand von Wohlbefinden, Glück und Lebensfreude zu tun hat. Mit Selbstliebe meine ich, dir selber, deine Persönlichkeit anzunehmen, zu respektieren und zu achten. Selbstliebe bedeutet, dir selber zu vertrauen, deinen eigenen Werten, so wie du bist, dich aber auch zu schätzen, ohne Wenn und Aber, und dir selber treu zu bleiben. Selbstliebe ist die uneingeschränkte Liebe zu dir selber, wo eine wichtige Voraussetzung ist, auch für eine gesunde Beziehung, für Zufriedenheit, dein Glück und für einen Erfolg. Der Ursprung von mangelnder Selbstliebe hat meist schon in der Kindheit angefangen. Auf das Thema gehe ich aber heute nicht näher ein, weil ich das schon in vielen Podcasts erörtert habe. Darum zum Einsteigen habe ich eine Frage an dich. Sabotierst du deine Selbstliebe? Ärgerst du dich an deinen Fehlern und betrachtest das als Schwäche? Denkst du, die anderen sind besser als du und stellst du die Wert als Mensch in Frage? Bist du unzufrieden mit deinem Aussehen und kritisierst dich? Verurteilst du dich für Sachen, die du gemacht hast? Schimpfst du innerlich mit dir oder bist wütend auf dich? Denkst du, du bist nicht so eine gute Mutter, ein Vater, eine Ehefrau, wie es andere sind? Holst du dir die Selbstvorwürfe um die Ohren? Durch deine eigene Selbstkritik und dem Vergleichen mit anderen schadest du dir im höchsten Maß immer wieder selber. Vielen ist einfach nicht bewusst, welchen Schaden sie damit anrichten. Ganz im Gegenteil, sie glauben noch, sie machen sich damit zu einem besseren Mensch, wenn sie sich traktieren bis aufs Blut. Harsche Selbstkritik ist der Grund, warum du dich mies fühlst, deprimiert und unzufrieden bist. Das alles passiert in dir und gar niemand überkommt es mit.
was du dir selber innerlich mit Worten antust. Wird es äußerlich sichtbar, könnte man das zum Beispiel so anschauen, als wenn du jetzt im Sommer wieder an eine Kälbe gehst, dir ein Gummihämmerli kaufst, rumlaufst und dir mit dem Gummihämmerli immer wieder auf den Kopf haust, um dich klein, unwichtig und dumm zu machen. Ich weiss, das würdest du ganz sicher nie tun. Aber genau so kannst du dir deine innere Selbstkritik vorstellen, die dich unglücklich macht. Denkst du nicht auch, es wäre ein Versuch wert, dir eine Chance zu geben und dich neu zu entdecken, dich also ein bisschen mit Nachsicht, Toleranz zu behandeln, so wie du es bei anderen machst, statt mit dir so keibenhart ins Gericht gehen. Ich denke, die Chance hast du wirklich verdient. Darum hör ab heute auf, die schärfste und unerbitterlichste Kritiker zu sein. Wie wär's denn, wenn du ab heute mit dir selber einen Pakt schliessest? Der könnte zum Beispiel lauten: Ich mache mich jetzt glücklich und fange an, meine Liebe zu mir zu stärken. Vielleicht hast du das ja schon einmal versucht, aber der innere Kritiker, der war einfach stärker gewesen, weil du versucht hast, ihn zu bekämpfen. Und das hat leider noch nie funktioniert. Denn wenn du etwas bekämpfst, gibst du dort nur noch mehr Energie rein und der innere Kritiker wird nur noch stärker, lauter und rebellischer. Viel einfacher ist es, wenn du ihm einfach so den Wind aus den Segeln nimmst, mit hilfreichen und positiven Affirmationen zum Beispiel. Ich weiss, dass die zu Affirmationen so ein müdes Lächeln haben und denken, das ist doch alles Humbug. Fakt ist aber, dass du unbewusst, pausenlos, negativ affirmierst. Immer dann, wenn du deinen Gedanken freien Lauf lässt. Wenn du negativ über dich denkst, über deine Zukunft, über einen Job und so weiter. Und genau mit dem programmierst du immer wieder dein Unterbewusstsein selber. Wir Menschen ticken einfach so, weil unser Hirn Tendenz hat, sich auf Probleme, auf Gefahren vom Leben zu konzentrieren. Dazu kommt, dass sie grösser gemacht werden, als sie meistens wirklich sind. Das heisst aber nicht, dass wir dem chancenlos ausgeliefert sind, sondern du und ich, wir sind Hirnbesitzer und können uns ganz bewusst entscheiden. Vielleicht bist du auch jemand, der schon mit Affirmationen gearbeitet hat, aber einfach keinen Erfolg hatte und der irgendwie frustriert nach kurzer Zeit wieder aufgegeben hat. Dazu musst du aber wissen, dass wir von 24 Stunden am Tag etwa 3/4 bewusst erleben. Das heisst für dich, in dieser Zeit kannst du bestimmen, was du denkst. Wenn du schon einmal mit Affirmationen gearbeitet hast, so bin ich fast überzeugt, dass du sie erstens nicht genügend lang angewendet hast, zweitens eventuell zur falschen Zeit und drittens, was viel der Fall ist, die Affirmation überhaupt nicht passend zu dir war. Gehen wir mal auf Punkt 1 ein. Was heisst nicht genügend lang? Viele wollen positiver denken und haben dabei vergessen, dass sie ihr halbes Leben sich mit negativem Denken zugemüllt haben. Wenn du also deine Selbstliebe stärken willst, dann gib dir bitte auch genug Zeit. Denn das geht nicht von heute auf morgen. Üb dich wirklich in Geduld, indem du ab heute täglich aufbauender
mit dir umgehst. Also denk dran, wenn du Erfolg mit Affirmationen erleben willst, dann musst du kontinuierlich und täglich dranbleiben und sie wiederholen und noch einmal wiederholen. Zweitens, dann wirken die Affirmationen am besten in deinem Unterbewusstsein. Erstens am Morgen, wenn du im Bett bist, also gerade erst wach bist, und am Abend, wenn du am Einschlafen bist, kurz vor dem Einschlafen. Weil dann sind wir im sogenannten Alpha-Zustand. In diesem Zustand wirken Affirmationen noch viel stärker, weil dein Unterbewusstsein es viel effektiver aufnehmen kann. Ganz klar solltest du aber auch die Affirmationen immer wieder durch den Tag anwenden. Einfach so als kleiner Tipp, halt deine Affirmationen auf einem Zettel fest und dann schreib doch mehrere Zettel, die du dann überall anlegen kannst. Oder du zum Beispiel ein schönes Foto machen, du das ins Foto notieren und auf dein Handy laden. Das sind so gute Reminder, die dir helfen sollen, dass du wirklich auch dran bleibst. Drittens, einer der grössten Fehler ist auch, dass die Affirmation überhaupt nicht zu dir passt. Das kann sein, dass du einfach sie unbearbeitet von jemandem übernimmst, ohne darauf zu achten, dass sie in dir auch gute Gefühle auslöst. Das heisst, du musst dich absolut wohlfühlen mit deiner Affirmation und dir auch Gedanken dazu machen, ob du wirklich glücklich bist, wenn die Affirmation deine Realität wird. Stell dir doch einfach die Frage, was wäre, wenn die Affirmation schon meine Realität wäre. Wenn du darauf antworten kannst, dann wäre es einfach perfekt. Dann ist die Affirmation für dich passend und wird dich auch motivieren, dran zu bleiben. Eine Affirmation funktioniert auch nicht, wenn sie Negationen, Verneinungen drin hat in jeglicher Form. Somit zum Beispiel, ich will keine Angst mehr haben. Die Angst würde durch eine solche Affirmation nur noch verstärkt, weil dein Unterbewusstsein keine Negationen aufnehmen kann, sondern im Gegenteil deine Angst nur noch schüren. Wichtig ist auch, dass die Affirmation in der Gegenwartsform formuliert wird. Wenn du dir zum Beispiel affirmierst, ich werde mich selber lieben und anerkennen, also das Wort werden, heisst das erst in der Zukunft, ab jetzt. Somit kann es ja gar nicht deine Realität werden, weil du jeden Tag affirmierst, werden wenden in 1000 Jahren. Also bitte immer in der Gegenwartsform. Was du auch bedenken solltest, dein Unterbewusstsein, das liebt Spass, Freude und auch so ein bisschen kindlich sein. Versuch also nie, etwas mit Druck zu erreichen. Der Schuss würde hinten rausgehen. Das wirkt schlicht und einfach nicht. Mach's mit Spass, so, dass es dich motiviert. Nutz dazu all deine Sinne. Mal dir in Gedanken meinetwegen schöne Bilder dazu aus. Gang irgendeinem Ort an, einen Lieblingsort von dir. Oder tu ein schönes Bild dazu basteln und schreib deine Affirmation dazu. Lass zum Beispiel auch deine Lieblingsmusik. Sing deine Affirmation, tanz dazu oder mach einfach noch etwas, was dir Spass macht. Dein Unterbewusstsein liebt so Sachen. Mach's auch zu deiner Gewohnheit, deine für dich passende Affirmation als Wegbegleiter täglich zu nutzen, bis du erreicht hast, was du möchtest. Erst dann wechselst du zu einer neuen Affirmation. Wie formulierst du jetzt deine Affirmation? Wenn du noch Mühe hast mit deiner Selbstliebe
Und eine der zahlreichen Affirmationen aus dem Internet zu nutzen ist, wie zum Beispiel «Ich bin wunderbar und das Leben liebt mich», wird es nicht funktionieren, weil die Affirmation nicht zu dir passt und du den Schritt noch nicht gemacht hast, dass du wirklich auch in dir das Gefühl hast, dass du dich selber liebst. Ob eine Affirmation zu dir passt oder nicht, das kannst du ganz einfach austesten. Indem, dass du kurz die Augen schliessest, die Affirmation 2 bis 3 Mal in dir innen aufsagst. Frag dich, löst die Affirmation in mir gute Gefühle aus? Löst die positive Bilder in mir aus? Fühle ich mich wohl, motiviert dabei? Wenn du dich dabei gut fühlst, positive Gefühle in dir ausgelöst werden und Bilder in dir entstehen, dann stell dir am Schluss noch die Kontrollfrage. Was wäre, wenn die Affirmation schon meine Realität ist? Wenn du darauf antworten kannst, dann wär's perfekt. Dann ist es auch die richtige Affirmation. Wenn nicht, dann schleif noch so lange an, bis sie für dich stimmig ist, knackig und kurz. Wichtig ist auch, mach keine Monster-Affirmation. Besser ist es, wenn du wirklich das in kurzen, knackigen Sätzen machst. Dazu möchte ich dir noch ein paar Beispiele geben zum Thema Selbstliebe, die dich motivieren sollten, auch deine ganz persönliche, eigene Affirmation zu finden. Ich begegne mir mit Einfühlungsvermögen, Respekt und Achtung. Ich bin ein liebevoller Mensch, der Liebe verdient hat. Ich bin einzigartig und ein liebevoller Mensch. Ich liebe das Leben und jeden Tag ist mit meiner Liebe mehr und mehr erfüllt. Ich bin in Frieden mit mir und dem Universum. Ich behandle mich gut, liebevoll und voller Fürsorge. Das sind ein paar Beispiele. Klar kannst du eine von denen nehmen, aber tu sie auch so anpassen und schleif dran, bis sie der Test, den ich dir gezeigt habe, für dich wirklich besteht. Gönn dir ab heute tägliche positive Affirmationen, bis du an deinem Ziel bist. Befreit, glücklich und voller Lebensfreude. Denk bitte dran, deine Sprache, wie du mit dir selber redest, das kann heilen oder krank machen, kann dich glücklich oder deprimiert machen und sogar eine echte Krise heraufbeschwören. Zusätzlich wirst du mit negativen Gedanken deine Glaubenssätze, die dich hindern, nur noch stärken. Und die hindern auch, dass du dort ankommst, wo du hin möchtest. Ich wünsche dir von Herzen viel Erfolg und Spass mit deinen Affirmationen. Solltest du Fragen oder ein Anliegen haben zu einem Thema, dann schreib mir. Du findest den Link zu meinem Kontaktformular unten im Podcast beschrieben. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann würde ich mich auch freuen, wenn du ihn abonnierst und vielleicht hast du auch Lust, ihn einem lieben Menschen weiterzuempfehlen. Ich wünsche dir von Herzen, dass dich deine Affirmationen stärken, du deine Selbstliebe wieder entfachst und das Feuer von der Liebe zu dir selber nie mehr verlöschen lässt. Auf deinen Lebenserfolg, deine Pierina Steiner.